Also wisst ihr, Fastelavond, das ist ja Knatsch für Deutsch. Da gibt nichts, was das nicht gibt. Da gibt Menschen, die nur Spaß an der Freude haben. Und da gibt Menschen, die feiern. Und da gibt Menschen, die jetzt für tragen. Und dann der andere eine Spiegel für halten. Die gibt übrigens nicht nur Fastelavond, obwohl sie da besonders gut hinpassen. So ein Mensch war eine gewisse Herr Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow, kurz Vico von Bülow oder einfach nur Loriot genannt. Wir haben uns für Gestalt, wie das gewesen war, wann der Loriot als Kölscher auf die Welt gekommen war. Einiges, was er gebrasselt hat ja halt unmittelbar mit Köln zu tun. Nehmen wir das Beispiel mit den Einzelmenschen. Herr Hoppenstedt, lass Jon. Es bläst und saugt der Heinzelmann, wo Mutti nur noch saugen kann. Ihr erinnert euch, ne? Einzelmenschen. Ganz klar eine versteckte Hinweis auf Köln. Er hat sogar in einem Sketch über eine Vertreterbesuch eine kleine Hinweis auf der fete Knubbel hingelassen. Abgefüllt und, original verkorkt durch Hans Gortz und Söhne. Naja, aber so ähnlich. Übrigens, wenn der Loriot eine Kölsche gewesen wäre er garantiert eine Rude Funk geboten. Und dann hätte der ein auf andere Sketch, das ein auf andere Spiel ganz anders ausgesehen. Läuft da nicht? Dann wartet uns ab. Nehmen wir doch uns das Beispiel mit dem bekannten Filmchen auf der Pätsrennbahn. Eine Fremde ist das erste Mal zu jägen und trifft eine erfahrene Päts nach. Bei der Funkigen Loriot-Version trifft eine Rude Funk, der ehemalige Feldzeugmeister General Fidibus, einen Immi am Zugweg vom Rosemonderszug. Ich bin zum ersten Mal bei einem Fastnachtsumzug. Ach. Deswegen kenne ich mich auch nicht so gut aus mit den Kölner Fastnachtsgebräuchen. Also passen Sie auf, du Jäck. Erstens heißt das Rosemontagszug. Zweitens haben wir Karnevalsbrauchtum. Und drittens... Ach, sind Sie von hier? Na, wo noch süd das dann aus? Dem roten Mantel nach zu urteilen nach St. Martin. Ich bin beim ältesten Traditionschor von Köln für alles verantwortlich, was mit dem Rosemontagszug zu tun hat. Ach, passen Sie auf, du. Und 1823 laufen wir durch Köln. Wir haben doch gerade erst 11:15. 1823. Ui, 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 ui. 1823. Haben Sie sich denn verlaufen oder warum laufen Sie so lange? Oh wei. Aber pass auf, nur da hinten kommen jetzt so Funkepenz und danach noch das Mariesche. Wer ist denn der Vater? Wie der Vater? Die Penz haben unterschiedliche Väter. Und das Mariechen, ist das die Mutter? Sehr modern, die Kölner. Hör doch auf, Mensch. Aber nur, da kommen jetzt so Funke und verteilen Bützchen. Ach, wie unangenehm. Pass Die auf. küssen fremde Frauen? Weiß das denn das Mariechen? Pass auf, jetzt verteilen sie Kamelle. Kamele? Ja, reiten die denn nicht auf Pferden? Kamelle, nicht Kamele, das sind Lötschbonbons, du Kopf.
Ach, sind Sie ordinär. Und die Kamelle und Ströße. Und die Kamelle und Ströß, ja, die werfen die jetzt unter die Lücke am Zugrand. Ach, Und das machen die ganze Wege so, solange der Zug läuft. wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn hin? Und da vorne, noch da hängen. Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn hin, wenn Sie sich nur nicht verlaufen? Nimm doch die Fernglas, da kann es vielleicht besser sein. Ja, das muss einem auch mal gesagt werden. Wo laufen Sie denn? Hier ist ja alles dunkel. Ach, ich habe es ja falsch rum. Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn? Ah, ich sehe ja nur Ihr dämliches Gesicht. Du musst doch hängen, Lore, da laufen der Funke. Schön. Ach, was ist das schön. Ach, was ist das schön. Nein, was sind die Uniformen? Schön rot. Nimm es mal nicht übel, du bist einen selten blöden Hunk. Wer? Du, Ich? ja, Nehmen Sie das eventuell zurück? wer? Sie? Ich? Ja. Ne. Ja, dann ist die Sache für mich erledigt. Saren's, gehörst du auch hier zu dem Stück? Oder was stehst du hier so bekloppt auf der Bühne rum? Ich möchte endlich einmal etwas ganz Eigenes machen. Und das wär? Ich möchte endlich mal meine Spitznamen jodeln. Und wie heißt du? Krütz, Granate, Stähne, Hagel voll. Krütz, Stähne, Hagel. Krütz, Granate, Stähne, Hagel voll. Zuerst Krütz, Granate und dann Stähne, Hagel voll. Das ist zweites Futur bei Sonnenuntergang, der Lachduf. Ganz einfach, Krütz, Granate, Stähne, Hagel voll. Und jetzt alle. Rütz, Granate, Stähne, Haare voll. Dideldö. Dideldö. Mach, dass du fortgehst. Komm. Ja, also wenn wir das geklärt hätten, dann könnten wir ja wieder machen. Kommen wir zu einem anderen Sketch. Der Sketch mit den zwei Heere im Bad. Wer kennt ihn nicht? Der Sketch hätte beim Loriot natürlich eine Funky-Inschlag gehabt. Klar, dass sich dabei nicht zwei unbekannte Großindustrielle in der Badebütte gegenüber gesessen hätte. Nee, beim Kölsche Loriot säßen sich die zwei von und zus, der Präsident und der ihre Präsident von der Rutfunke in der Bütt gegenüber. Und die haben sich so das ein oder andere zu sagen. Das war schon einfacher. Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber was machen Sie hier in meiner Bütt? Hans-Georg, bist du das? Heinz Jünter? Ach, fand ich ja nicht erkannt. Aber hören's, was mäste hier in meiner Bütt? Ja, ich glaube, ich habe mich verirrt. Oh, das ist ja nicht neu. Aber selbst wenn du weißt, dass du in der verkehrten Bütt sitzt, da badst du trotzdem wieder? Ja, von Bade kann man ja hier nicht schwaden. Ist ja noch nicht ins Wasser in der Bütt. Als ich Evanserin kom, hast du noch im Wärmewasser gesessen. Ja, und als du reingekommen bist, hast du direkt nachlaufen lassen. Weil du darin gelassen hast. In meiner Bütt pflege ich das Wasser selber drin zu lassen. Ja, dann lass es doch jetzt rein. Ich lasse das Badewasser drin, wann ich es für richtig halte. Ja, ist ja gut.
Ist jetzt erst frisch so in der Bütt ohne Wasser? Oh, ich sitz auf und an ganz gähnens ohne Wasser in der Bütt. Ach, Was heißt hier ach? ja ach, du hast gesagt, du sitzt schon ein Jähn ohne Wasser in der Bütt. Und ich gesagt, ach. Aha. Ja, ich hätte noch aha sagen können. Heinz Günther, ich bin Ihre Präsident bei der Ruth Funke und dir in Mingerbütt keine Rechenschaft schuldig. Nein, nein. Ich entscheide persönlich, ob ich mit Wasser bad, auf ohne. Ja, ja. Übrigens, habe ich nur gesagt, Ja, ich mein doch nur, vielleicht wird doch das ein auf andere Argument, so langsam jetzt uns jetzt Wasser in die Bütt zu lassen. So ein bisschen was. Klei bisschen, lass das ins Mingsor sind. Ich bat ja nicht das erste Mal. Hans-Georg, Heinz Günther? meine Erfahrung als Präsident der Kölsche Funke Ruth Wies sagt mir, dass es sich besser in der Bütt bad mit warmem Wasser als in einer Bütt ohne Wasser. Erfahrung. Du hast ja keine Erfahrung. Hans-Georg! Heinz Günther? Wenn du da nichts dagegen hast, lass ich jetzt Wasser rein. Aber nur, wenn du mich höflich drum bittst. Bitte, Höflich. höflich. Geht doch. Heinz Günther, was machst du denn jetzt? Ich bade nie ohne meine Präsidentenschärpe. Die Schärpe blieb us. Hans-Georg, Heinz Günther, die Schärpe blieb us. das kannst du mit mir nicht machen. Wenn du die Schärpe anträgst, lass ich das Wasser wieder raus. Mit mir nicht. Ich habe in all deine Jahre als Präsident auch nie in Schärpe beim Bade angehabt. Ja, auf so eine Idee bist du ja auch nie gekommen. Heinz Günther! Hans-Georg, Na gut, dann treck halt den Schärpe an und je Frau. ne, jetzt erst recht nicht. Meine Schärpe teilt das Badewasser nicht mit dir. Heinz Günther, du trägst sofort die Schärpe an. Ich denke ja nicht dran. Wenn du das Drissdinge nicht sofort anträgst, halt ich ihr so lang die Luft an, bis es so weg ist. Ja, dann lass Jan. Es ist mir Ja, ernst. ja, Luft anhalten, Kunst hat immer Jod. Ja, doch immer gut gefluppt. Sollst du uns probieren. Ja, außerdem bin ich viel länger Präsident als du. Da kann ich auch länger die Luft anhalten. Und ich werde viel länger Präsident sein, als du es je gewesen bist. Und die Luft anhalten kann ich sowieso besser. Heinz Günther! Hans-Georg! Ich habe halt ganz verschrumpelte Hänge. Ja, kann ich auch. Gut von dem warmen Wasser. Ja, mal bessere Bier trinken. Ja, das dummer. Jommer an der Thek. Ob 3 Jommer los. 1, 2. 3, kenne mich da. Nee, was sind dort doch all herrliche Dinge gewesen beim Loriot. Glückscher. Wir sind doch jetzt endlich ans am Eng. Zum Abschluss möchte ich nur noch eine kleine Sache anbringen. Ingangs habe ich von Spaß und Freude jetzt erzählt. Spaß und Freude am Leben, am fast zu loben.
und überhaupt. Der Loriot, der hat Spaß an Möpse. Nicht, was ihr jetzt denkt. Ne? An denne kleinen Hüngscher, dabei hätte immer der schöne Satz gebracht: Ein Leben ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos. Lieb Freunde, ich werde das gern jetzt anders formulieren und das passt auch jo zu unserem Aufenthalt zum Regimentsexerzieren. Macht euch noch viel Spaß und Freude. Und genießt das ganz frei formulierte Loriot: Leben ohne Funke ist mühselig, aber leider auch sinnlos. In diesem Sinne, dreimal Stippe, Fort! Stippe, Fort! Stippe, Fort! Sehr zum Wohl.